dargestellt wird. Ja, wir machen hier weiter mit unserer Themenreihe Lieder der Bibel. Und wir kommen nun zu diesem 8. Lied, das ich in der Bibel gefunden habe, aus 1. Chroniker 16. Es geht von Vers 7 bis 36 und es ist ein Loblied Davids. Auszüge dieses Liedes übrigens finden sich auch in den Psalmen wieder, zum Beispiel im Psalm 96 oder auch in Psalm 105 und im Psalm 106. Historisch gesehen wurde dieses Lied von David komponiert oder getextet zur Einweihung des Heiligtums in Jerusalem. Das war der Moment, als er das Heiligtum, die Bundeslade, nach Jerusalem brachte und dort ein Gebäude, ein Zelt aufgerichtet hatte. Und dann wurde die Bundeslade dort hineingeführt. Und zu dieser Einweihung hat der David dieses Lied getextet. Das war übrigens der Moment, wo seine Ehefrau über ihn gelacht hat, die Michal, und ihn verspottet hat. Und der Herr hat sie dann gestraft, so dass sie keine Kinder bekommen konnte. David aber hat sich gedemütigt vor den Herrn, seinen Gott. Er hat ihn sehr geliebt und dieses Lied zur Einweihung geschrieben. Dann vielleicht noch prophetisch. Prophetisch schildert dieses Lied auch über die damalige Geschichte hinaus die Wiederkunft Jesu, den Einzug Jesu zukünftig in Jerusalem, wenn er in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Und weil das so ist, dass dieses Lied eben auch sehr viel Prophetie beinhaltet, wir werden nachher auch noch darauf zu sprechen kommen, waren zum Teil Kritiker der Auffassung, dass dieses Lied ja eigentlich erst nach dem babylonischen Exil hätte entstanden können. Aber dieses Argument ist schnell beseitigt, wenn wir wissen, und das weiß man eben, dass es tatsächlich von David geschrieben ist und dass es ja als Auftrag Asaf übertragen worden ist, dem Chorleiter vor dem Heiligtum in Jerusalem. Und die lebten zur gleichen Zeit, es war ungefähr 1000 vor Christus. Erst über 400 Jahre später kam es dann zum ersten Exil der Juden. Wir wollen das Lied nun mal ein bisschen durchgehen. Der ein oder andere Schwerpunkt, den wollen wir herausheben. Vielleicht das Erste, das Lied beginnt ja mit Loben und Preisen. Also man kann sagen, ein Lobpreisgottesdienst. Ich weiß wohl, man kann das übertreiben. Es kann auch in einer sehr falschen Richtung gehen. Das ist jetzt hiermit natürlich nicht gemeint, aber es gibt auch eine gute Richtung. Und wie sagt ein Sprichwort, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Loben und preisen sollten wir den Herrn schon. Und mich fasziniert immer wieder, wenn man Passagen und Geschichten von David liest, abgesehen jetzt natürlich von seinem Sündenfall, aber wie dieser Mann beseelt war von einer aufrichtigen Liebe zu seinem Gott. Und das als König Israels. Ich möchte das nochmal lesen, 1. Chroniker 16, 7 bis 12. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Und jetzt achten Sie bitte mal auf die einzelnen Nuancen. Dankt dem Herrn. Ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Wie war dieser Mann überzeugt, ja, von Gott? Singt ihm. Lob singt ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen, die Urteile seines Mundes.
Es gibt ja viele Sorgen, die uns beherrschen. Sorgen der Arbeit, Sorgen der Familie, Sorgen der Existenz, Sorgen im Miteinander der Gemeinschaft, Disharmonien. Vieles drückt uns nieder, vieles beschäftigt uns Tag und Nacht. Ja, wir nehmen es sogar mit in die Nacht hinein, werden nachts wach und denken wieder an diese Sorgen. Wir werden morgens wach und das Erste, was uns bewegt, sind wieder diese Sorgen. Es gibt eine Sorge, die über alle Sorgen stehen sollte, und das ist die Sorge, dem Herrn zu danken. Im Glauben zu überwinden und ihn wirklich zu loben und zu preisen. Der David, als er dieses Lied geschrieben hat, da hat er das nicht als Gute-Laune-Lied geschrieben oder die Anordnung gegeben, ja, lobt den Herrn, je nachdem, wie ihr gelaunt seid oder wie es mit eurem Gefühl steht, auch nicht nur zu besonderen Anlässen, zu besonderen Feiertagen vielleicht, da lobt man den Herrn halt mal mehr oder eben mal weniger, Erntedankfest mehr und andere Wochenenden dann nicht so soll. Nein, er gab es regelrecht als einen Auftrag weiter. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Ich muss sagen, das hat mich schon bewegt. Und dann heißt es weiter, dass sie das alle Zeit tun sollten. Alle Zeit heißt alle Zeit, ne? Da braucht es keine Auslegung. Alle Zeit heißt täglich. Und da frage ich mich jetzt mal selber, Norbert, wie bist du heute Morgen aufgestanden? Was war das Erste, so die ersten Gedanken, nachdem du wach geworden bist und dich aufs Bett erstmal aufgesetzt hast, bevor du dann dich hingestellt hast und vielleicht ins Bad gegangen bist oder zur Kaffeemaschine? Was hat dich bewegt? Herr, ich danke dir an diesem Tag, dass ich deinen Namen kenne, dass du mich erlöst hast, dass du mir vergeben hast, dass du meinem Leben Horizont gegeben hast, dass du mich überzeugt hast von Gott dem Vater, von deinem Wort, von der Ewigkeit. Ich danke dir für die Hoffnung. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so bin ich heute Morgen nicht aufgestanden. Leider. Leider. Ich hätte es tun sollen, zumal ich ja diese Botschaft vorbereitet habe und ich wusste ja schon, über was ich rede heute Morgen. Ja? Aber das ist es dann, anderen predigen und selbst verwerflich werden. Und das kann man beobachten, die Woche hindurch, den Monat hindurch. Klar wissen wir, was Sorgen sind und Sorgen sind auch da und die haften uns an und fliegen uns hinterher, ja? Die wollen sich einnisten. David war ja auch ein Mann voller Sorgen und der hatte, glaube ich, mehr Sorgen als wir. Und dennoch konnte er den Herrn loben und preisen. Und der Heilige Geist, wenn man diesen Text mal so durchliest, der stellt dabei heraus, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, dem Herrn zu danken. Durch Danksagung, durch Anrufung seines Namens, durch Bekanntmachung, Gesang, Musikinstrumenten, ja? Neues Hybridinstrument. Durch Erzählung, Erinnerung, Freude, dadurch, dass man ihn immer wieder aufsucht. Jeder Tag sollte, glaube ich, so beginnen. Es ist nicht jeder Tag gleich, aber es wäre schön, wenn es so wäre. Der Herr möge es schenken, dass wir uns nicht so sehr von den Sorgen niederdrücken lassen, sondern dass wir uns auch immer wieder hochziehen lassen. Lob und Dank zieht ja nach oben. In diesen Tagen waren wir unterwegs in Ungarn und in Rumänien und wir hatten Besuch von einem indirekten Mitarbeiter aus Guatemala, Carlos. Er ist der Schwiegersohn von
Werner und Ursula Beitze, unsere Missionare, die schon Jahrzehnte in Guatemala einen treuen Dienst tun. Und ihr Schwiegersohn, der Carlos, der hat eine Druckerei und der stellt praktisch zu 100% all unsere Literatur her, die Zeitschriften, die in Südamerika Umlauf finden, die ganze Literatur, zum Beispiel in spanischer Sprache ein Großteil, die stellt er dort her. Und wir haben einige Maschinen noch in Budapest und wir haben ihm vorgeschlagen, die könne er haben. Und dann ist er gekommen und hat sich das alles angeschaut. Er war begeistert, wird dann im Sommer noch einmal zurückkommen, um die dann zu verpacken und in einem Container nach Guatemala zu schicken. Wir haben uns unterwegs viel unterhalten. Er ist ein sehr angenehmer Mann, ein wirklich überzeugter Christ. Und Guatemala ist eher, der Jonathan und ich, wir waren ja, im Oktober war es, noch in Guatemala gewesen. Und Guatemala ist wirklich ein eher armes Land mit vielschichtigen Problemen, mit höchster Kriminalität. Jedenfalls ein unheimlich großer Kontrast zu unserer schönen, wohlhabenden Schweiz, in dem wir fast alles im Überfluss haben. Guatemala sieht da ganz, ganz anders aus. Und seine Antwort darauf war, er hat das ja hier auch alles gesehen und die Schweiz ein bisschen bereist. Er hat gestaunt, er hat Fotos gemacht, wie verrückt, als wir über die Alpen flogen. War auch herrliches Wetter. Es glühte alles so schön, der Schnee noch obendrauf. Herrlich. Aber er sagte, dass es nur darauf ankommt, zufrieden und dankbar zu sein. Wenn man zufrieden ist, meint er, dann hat man bereits gewonnen. Und es geht dem Herzen gut. Er sagte sinngemäß, ich habe mir das ja nicht aufgeschrieben, ich kann in Guatemala mit einer alten Rostkiste fahren, aber doch zufrieden sein. Und dann ist man befreit und glücklich. Man muss nicht vergleichen, man wird nicht neidisch oder eifersüchtig. Es ist alles eine Sache der Einstellung und der Beziehung zum Herrn. Fand ich eine ganz schöne, mutmachende Überzeugung. Den Herrn loben und preisen. Das haben wir ja, diese Aufgabe haben wir im Neuen Testament ja auch. Ich meine, die Parallelen sind ja da, die sind ja vorgegeben, zum Beispiel der Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20. Ist also nicht nur so gewesen zur Zeit Davids und des Heiligtums und später des Tempels, diese Anordnungen, sondern sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Namen. Das kommt hier übrigens in der 1. Chronik, Kapitel 16, immer wieder vor. David erwähnt immer wieder den Namen des Herrn. Und er sagt, dankt den Herrn, ruft seinen Namen an. Macht euch Gedanken über seinen Namen und so weiter. Und hier eben sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nehmen wir es uns zumindest vor, vielleicht gelingt es uns nicht immer, aber morgen am Montag wach zu werden und dem Herrn einmal bewusst zu danken, wie schön wir es doch eigentlich haben, wie gut es uns geht. Der Inhalt des Lobes, das wäre ein anderer Punkt, wir haben es schon angekündigt, ein bisschen einfach seinen Namen loben und preisen. Ich möchte es nochmal lesen. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm Lob, singt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Also hier wird auch ersichtlich, dass Lobgesang, Musizieren, Lieder singen immer auch ein Reden ist, eine Botschaftsvermittlung, eine Botschaftsverkündigung. Wir sollen auf Jesus hin ausgerichtet sein. Die Bibel sagt uns im Römerbrief sehr deutlich, wer immer auch den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Diesen Geist Gottes, den besaß David bereits. Und darum war ihm der Name Gottes so wichtig.
Mir erzählte kürzlich jemand, die Person war in unserem Gottesdienst hier und auch mit mancherlei Sorgen behaftet, und dann musste diese Person musste dann noch hunderte von Kilometern Richtung Norddeutschland fahren. Ich glaube so etwa 600 Kilometer, war niedergeschlagen, und dann hörte sie einige CDs und dann hat sie auf einmal, sie sagt, mitten auf der Autobahn den Namen des Herrn angerufen. Und ich möchte es mal so sagen, an der nächsten Raststätte war sie ein neuer Mensch, von neuem geboren. Als wenn einer einen Lichtschalter anmacht. Herrlich, mitten auf der Autobahn. Da muss man auch noch auf Verkehr achten, da kann man auch die Augen nicht zumachen, da muss man sich auf so viele Sachen konzentrieren. Und doch kann man auch beten und den Namen des Herrn anrufen. Oder vor einiger Zeit, das erzählte mir eben auch jemand hier in unserer Gemeinde, da wurde ein Lied gesungen hier auf dieser Bühne, und durch dieses Lied ist dieser Person das Herz aufgegangen. Und sie hat, als sie dieses Lied hörte, hier gesessen und gesagt, das ist es. Jetzt habe ich es verstanden. Und wurde quasi durch das Lied von Jesus Christus überzeugt und ebenfalls von neuem geboren. Rühmt seinen Namen. Verkündigt seinen Namen. Auch durch Musik, durch Lieder. Unser Osterprogramm ist ja da auch immer reichhaltig gefüllt. Wir waren ja jetzt in Rumänien auch und wir haben gesehen, wie die Rumänen, die Charissänger sich schon wieder vorbereiten für die Osterkonferenz mit wunderschönen Liedern. Wir gehen weiter. David rühmt den Namen des Herrn. Er rühmt ihn für die Erlösung, für seinen Beistand. Und er rühmt ihn vor allen Dingen, das kommt ganz stark heraus, er rühmt Gott für seine Bundestreue. Vers 13 bis 18. O Same Israels, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten, er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf 1000 Geschlechter hin. Nehmen wir mal ein Geschlecht, 50 Jahre mal 1000, 50.000 Jahre, ne, oder? An den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat, gilt als Rechtsbestimmung der ganzen Erde. Also auch die Völker müssen sich daran halten. Das Interessante ist vielleicht, wenn wir diesen Text lesen, die Feststellung, von welchem Bund David hier überhaupt spricht. Denn eigenartigerweise, nein, Lob und Dank auch dafür, es ist ja vom Heiligen Geist so gewollt, spricht er nicht von dem Mosebund, von dem Sinai-Bund. Und das, obwohl der David ja selber unter dem Mosebund lebte und diesem Bund verpflichtet war. Aber wenn er Gottes Bund rühmt, in Bezug des Landes und der Landesverheißungen, dann erwähnt er nicht den Mosebund, sondern den Bund Gottes, den er gemacht hat mit Abraham, dann dem Isaak bestätigt, dem Jakob nochmal bestätigt, das heißt Israel gegeben. Und ich finde einfach, das ist einmal mehr so ein schöner Hinweis darauf, wie die Aussagen der Propheten vom Heiligen Geist inspiriert sind. Denn würde David sich auf den Sinai-Bund beziehen und damit die Landesverheißungen in Bezug bringen, dann hätte Israel kaum noch eine Chance oder ein Anrecht auf das jüdische Land. Warum? Weil der Sinai-Bund ist an Bedingungen von Seiten Israels geknüpft. Gott hat gesagt, wenn du dieses und jenes tust, dann. Wenn du das nicht tust, dann fliegst du raus.
So ging das. Der Bund Gottes aber mit Abraham, mit Isaak und Jakob war nicht an Bedingungen von Seiten Israel geknüpft, sondern einzig und allein an die Treue, überragende Treue, Größe Gottes. Gott sagt den Israeliten in Bezug zum Sinai-Bund, wir wollen das mal, die Zeit wollen wir uns nehmen, 5. Mose 4, weil das ist heute wichtig, das ist wichtig, auch immer wieder in Bezug der Frage Israel heute im Land und Anrecht auf das Land etc. 5. Mose 4, 25, 26. Wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn erzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerotten werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss darauf vertilgt werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinweggetrieben hat. Das ist der Sinai-Bund. Ja? Was ist der Sinai-Bund? Der Sinai-Bund ist alles dazugehört, alles, was Mose im Sinai auf dem Berg Horeb bekommen hat. Die 2 Tafeln, all die Anordnungen über die Stiftshütte, die Priesteranordnungen, die moralischen Gesetze, alle geistlichen Gesetze, alles gehört zu diesem Sinai-Bund, die Opfer und so weiter und so fort. Und Gott sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, so wie ich es euch hier befehle, dann ist es gut. Dann werde ich euch mehren und segnen, aber wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werdet ihr aus diesem Land rausfliegen. Und das ist ja dann auch tatsächlich schnell passiert. Ja? Tatsächlich schnell passiert. Aber Gott sei Dank geht der Text noch weiter. Denn es heißt später in Vers 30 bis 31, wenn du in der Drangsal bist und dich all diese Dinge getroffen haben, am Ende der Tage, ich möchte sagen, das steht noch aus, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Sehen Sie, Gott selber macht einen Unterschied. Er sagt, aufgrund des Mosebundes hier, wird die Generation, die mir nicht gefällt, also die ungehorsam ist, die sich mir gegenüber verweigert, die wird das Land verlassen müssen, die wird gerichtet werden. Aber ich werde immer, das ist wie eine Klausel, die Gott einführt, aber ich werde immer wieder auch an den Bund denken, den ich mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen habe und aufgrund dieses Bundes werde ich euch nicht vergessen. Israel hat bis heute keine Buße getan. Und doch sind sie wieder in ihrem Land. Mit welchem Anrecht? Auf das Anrecht hin, das Gott dem Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Ich möchte deshalb auch noch ergänzend lesen, 3. Mose 26, 44 bis 46. Jedoch auch, wenn sie im Land der Feinde sein werden, so will ich sie nicht so verwerfen und sie nicht so verabscheuen, dass ich ein Ende mit ihnen mache oder meinen Bund mit ihnen breche, denn ich der Herr bin ihr Gott und ich will zu ihren Gunsten an meinen ersten Bund gedenken. Ich will zu ihren Gunsten an ihren ersten Bund gedenken, das ist nicht der Sinai-Bund, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, vor den Augen der Heidenvölker, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Satzungen, die Rechtsbestimmungen und Gesetze, die der Herr auf dem Berg Sinai durch die Hand Mose gegeben hat, damit sie zwischen ihm und den Kindern Israel bestehen sollten. Also, dass Gott diese Klausel im Sinai-Bund einflechtet, entspricht einfach seiner überragenden Gnade und Barmherzigkeit, seiner Treue gegenüber
Abraham, Isaak und Jakob. Und darum hat Israel aufgrund dieses Abraham-Bundes immer ein Anrecht auf das Land. Und wir sollten uns als Nationen bewusst werden, dass dieser Bund Gottes mit Israel der ganzen Erde gilt. Das hatten wir gelesen. Er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Das ist der Zusammenhang, der Kontext. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er hat in Jakob, Vers 17, bestätigt, als feste Ordnung, ja ganz Israel als ewig gültiges Bündnis. Und dann wiederum in diesem Zusammenhang, Vers 21, 22, der Zusatz, er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Ich möchte hier mal die Neue Leben-Übersetzung schildern. Rührt dieses Volk nicht an, das ich erwählt habe, und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Und was tun die Nationen? Seine Rechtsurteile gelten der ganzen Welt. Hebt nicht das Wort meiner Propheten auf, das ich ihnen gegeben habe, den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Die Nationen heute, diesen ewigen Bund, den ich gemacht habe. Also wenn Gott einen ewigen Bund gemacht hat, über 1000 Geschlechter, das ist natürlich jetzt Bildersprache, 50.000 Jahre oder 70.000 Jahre oder 40.000 Jahre, je nachdem, wie lange eine Generation besteht, ja. Weil mein Bund ein ewiger Bund ist, gelten also auch diese Rechtsbestimmungen ewig, der Bund, den ich mit Israel gemacht habe, und ebenso lange müssen sich die Nationen daran halten. Rührt dieses Volk nicht an, das ich erwählt habe, und fügt meinen Propheten, also man kann ja auch sagen, meinen Prophezeiungen, meinen Verheißungen, meinem Wort kein Leid zu. Hebt es nicht auf. Und genau das tun die Nationen. Sie glauben dem Gott Israels nicht. Sie schenken seinen Aussagen und Verheißungen kein Vertrauen. Sie setzen sich über sein Wort hinweg. Und deshalb rütteln und schütteln sie natürlich dann auch an Israel und wollen über Israel bestimmen. Sie sitzen zu Gericht über Israel und fordern ihren Rückzug und sie fordern Landrückgabe. Andere wollen es sogar radikal vernichten. Aber der Herr wird auf Dauer nicht zulassen, dass man sie bedrückt. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Wir können ja den arabischen Frühling sehen, wie wir wollen. Wir wissen noch nicht, was er bringt. Manche sehen schwarze Wolken, düstere Wolken. Ich selber kann dazu nicht so viel sagen. Aber eins weiß ich. Wo sind die Könige? Saddam Hussein. Der, wie viel waren es, 37 oder 39 Raketen auf Israel schoss? Mubarak, Gaddafi, der Israel bis über die Ohren gehasst hat. Wo sind sie? Vielleicht bald auch Assad oder sogar Ahmadinejad, ich weiß es nicht zu sagen, aber die Situation sieht sehr unsicher aus. Er züchtet die Könige um ihretwillen. Stellen Sie sich das mal vor. Jetzt könnte man sagen, ja, das galt nur damals. Nein, seine Rechtsbestimmungen gelten, dieser Bund gilt, solange der Bund Gottes mit Abraham gilt, solange gilt auch diese Rechtsbestimmung. Und solange müssen sich die Nationen dran halten. Und solange wird Gott so handeln, wie er eben verheißen hat zu handeln. Im Segen oder Unsegen. Um nicht zu sagen Fluch. David also baut ganz bewusst auf diesen Bund Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob in Bezug der Garantie
dass dem jüdischen Volk das Land gehört. Und dass es einmal gesetzt ist zum Segen für die ganze Welt, das hat sich in der ersten Ankunft Jesu bereits erfüllt und das wird sich dann nochmal bestätigen, wenn der Herr in Herrlichkeit wiederkommt. Und das ist für mich jetzt so ein Aufhänger gewesen, das auch mal auf uns als Gemeinde anzuwenden. Es besteht immer die Gefahr, dass man dann einigen auf den Füßen tritt, die dann sehr erschrocken sind und ja, vielleicht sogar sich aufregen. Aber da ich weiß, dass es anderen auch helfen kann und die vielleicht ein Aha-Erlebnis haben und denken, ja Mensch, jetzt weiß ich, wie ich weiterkomme, habe ich mich durchgerungen und mir gesagt, ja, ich möchte das doch in diesem Zusammenhang erwähnen. Der neue Bund Gottes mit der Gemeinde ist ja auch nicht geknüpft an den Sinai-Bund. Das meinen eben viele Christen. Sonst wäre es ja kein neuer Bund, oder? Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Das ist der Bund in meinem Blut, das Neue Testament, der neue Bund. Also, ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber ich halte es in der Regel so, wenn ich mein Hemd wechsle, dann ziehe ich das alte vorher aus. Also ich lasse nicht das alte an, es riecht vielleicht dann noch nach Schweiß und ziehe ein frisches drüber. Ich weiß nicht, wie machen Sie das? Ich denke auch so, ne? Okay. Der neue Bund mit der Gemeinde ist ein ganz neuer Bund, gegründet auf dem Blut Jesu. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Neuer Bund. Und wir sind als Gemeinde diesem neuen Bund verpflichtet. Das bedeutet jetzt nicht, das ist eben der Irrtum, den dann viele meinen, die koppeln das sofort damit, ja, da können wir da machen, was wir wollen. Natürlich nicht. Ich habe dieser Tage gelesen, persönlich so in der Bibel, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, ihr Sklaven oder Diener, gehorcht euren Arbeitgebern. Wer gelogen hat, lüge nicht mehr. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Treibt keine Unzucht, kein Ehebruch. Aber für all diese Aussagen brauche ich ja nicht den alten Bund, oder? Steht ja im neuen Bund drin. Da habe ich ja alles. Aber es ist wichtig, dass wir einen Unterschied machen, dass wir als Gemeinde Jesu, weil wir sonst nicht vorwärts kommen, geistlich, dass wir einen Unterschied machen und wissen, ich stehe nicht unter dem Sinai-Bund, sondern ich stehe unter dem neuen Bund. Wenn wir nicht wüssten, wie eindeutig und ausdrucksstark die Bibel darüber redet und wir annehmen müssten, dass dies lediglich Aussagen eines Menschen wären, dann würden wir ihn aus der Gemeinde jagen. Was würden Sie von einem Menschen halten, der hier steht und sagt, hört mal, das Gesetz, das ist verändert worden. Was würden Sie von so einem Menschen denken? Dann rate ich Ihnen, schlagen Sie mal auf, Hebräer Kapitel 7, Vers 12. Ich lese es nicht. Oder, der neue Bund ist ein besserer Bund als der alte Bund. Demnach ist der alte Bund schlechter, oder? Sonst wäre ja der neue nicht besser. Hebräer 8, Vers 6. Der erste Bund wird sogar getadelt, darum ist ein zweiter eingeführt worden. Hebräer Kapitel 8, Vers 7. Ich weiß wohl, die Bibel sagt, das Gesetz Gottes ist gut, ja. Es ist gut in dem Sinn, dass es uns zur Gnade führt, dass es uns überzeugt von einem Erlöser, dass wir erkennen, ich brauche Vergebung.
Aber bis heute sind immer alle Menschen um der Schwachheit des Fleisches willen an den Geboten gescheitert und wir werden weiter scheitern. Und da können wir bis hier reden, du musst dich noch mehr hingeben, du musst dich noch mehr hingeben und du musst dich wieder neu hingeben. Und ich frage mich immer in der Praxis, ja, wann habe ich mich denn genug hingegeben? Ich kann jetzt sagen und beten aufrichtig, Herr, ich übergebe mich, ich gebe mich dir hin. Und eine Stunde später muss ich schon wieder tun. Und dann muss ich es nochmal tun und nochmal tun. Weil wir nicht wissen, was der neue Bund sagt. Zum Beispiel, dass wir auf einmal in Christus sind. Das gab es im alten Bund in dem Sinne nicht. Ja? Da hatten sie Gebote und diese Geboten mussten sie nachfolgen und diese mussten sie peinlichst genau erfüllen. Das müssen wir heute auch. Wir wollen auch dem Herrn gehorsam sein. Aber immer aus der Basis heraus, ich stehe im neuen Bund, also bin ich in Christus, der für mich ja alles erfüllt hat. Und dann erfülle ich das erste Gebot, das über alles steht, ja, die Liebe, wo alles drinsteckt, alles. Was würden Sie von jemandem sagen, der es verkündigt, der erste Bund ist veraltert. Der erste Bund ist überlebt. Und darum verschwindet er. Hebräer Kapitel 8, Vers 13. Und ich glaube, so etwa 2, 3 Jahre nachdem der Hebräerbrief geschrieben worden ist, wurde der Tempel zerstört. Und da konnte man den Bund ja gar nicht mehr erfüllen. Keine Tieropfer mehr, kein Priesterdienst mehr. Ja? Und die Aussage vielleicht, jeder echte Christ ist dem Gesetz gestorben. Galater Kapitel 2, Vers 19. Sehen Sie, wir müssen uns der Tatsache einfach bewusst werden, ganz nüchtern. Weil ich weiß ja, wie wir kämpfen, welchen Kampf wir haben. Ich bin ja auch einer von Ihnen. Sie sind einer von mir, oder ich bin ja nicht mehrere, aber vielleicht alter Mensch und neuer Mensch, ja. Aber wir haben doch täglich den Kampf. Wir wollen, wir sind aufrichtig. Woran scheitern wir denn eigentlich immer wieder? Werden wir noch unter dem Sinai-Bund stehen, dass wir uns dessen bewusst sind, dann müssten wir uns allen seinen Forderungen unterwerfen. Man kann das Gesetz nie trennen. Es kann nicht gebrochen werden. Wir können nicht sagen, ja, da gibt es 10 Gebote, aber das Sabbatgebot nicht mehr und dann gelten nur noch die 9 oder beschneiden muss ich mich auch nicht. Also das lehrt die Bibel nicht. Nie gilt nur ein Teil eines Bundes. Es gilt immer ein ganzer Bund. Demnach wären wir alle verloren, wenn wir durch den Sinai-Bund gerecht werden wollten. Aber es gab ja Menschen vor dem Sinai-Bund, die schon gerecht waren, und es gab andere im Sinai-Bund, die nie gerecht geworden sind. Ja. Aber wir danken dem Herrn, dass der Herr Jesus gekommen ist und sein Blut gegeben hat und einen neuen Bund eingeführt hat und der jetzt sagt, bleibt in mir. Und dieser Satz stammt gar nicht von mir, ich habe ihn dieser Tage gelesen. Und zwar wird da die Frage gestellt, lebst du mit Christus oder in Christus? Zuerst denkt man, ja, hör mal, ich will doch mit Christus leben, ja sicher. Aber noch einmal, lebst du mit Christus oder lebst du in Christus? Es ist nämlich möglich, jahrelang damit beschäftigt zu sein, mit Christus zu leben und für ihn zu leben, ohne dass man es je verstanden hat, was es heißt, in Christus zu sein. Und dann aus ihm heraus, mit ihm leben und ihn lieben und ihm auch folgen natürlich. Deshalb kann ich dieses Buch, ich möchte es wirklich empfehlen, also wer da irgendwie Probleme hat oder sagen, Mensch, diesen Schlüssel, den möchte ich doch mal begreifen, dann, es liegt am Büchertisch aus, es gibt wirklich einen Unterschied, Dispensationalismus und Bundestheologie im Vergleich. Ich bin
dankbar, dass ich dieses Buch in die Hand bekommen habe vor einiger Zeit. Und Conno hat es bereits erwähnt, unter anderem das Verhältnis des Christen zu Gesetz und Gnade. Und dann ein anderer Punkt, Gottes absolute moralischen Maßstäbe unter der Gnade. Ja, wir müssen immer wissen, wir sind als Christen, die wir nicht unter dem Sinai-Bund stehen, deshalb nicht gesetzlos. Wir leben in, aus und durch die Gnade und folgen dem Herrn. Es ist nämlich festzustellen, ich habe das deshalb mit eingeflochten, weil es festzustellen ist, dass Menschen, die darauf, ich sage mal jetzt ein bisschen grob vielleicht, vernarrt sind, alttestamentliche Gebote zu erfüllen, die entwickeln sich geistlich nicht fort. Sie treten auf der Stelle. Galater Kapitel 5, Vers 7, das habe ich gestern gelesen, sagt sogar, dass sie aufgehalten werden, weil sie der Wahrheit nicht gehorchen. Stellen Sie sich das mal vor. Normalerweise würde man sagen, ja, das betrifft doch die Gesetzlosen. Wer den Sinai-Bund nicht erfüllt, wer nicht ganz in dem Bund des Alten Testamentes lebt und alles tut, was da sagt, der ist Gott ungehorsam. Und Paulus sagt, dass diejenigen, die das meinen, tun zu wollen, um dann gerecht zu werden, dass die aufgehalten werden, weil sie der Wahrheit nicht gehorchen. Der Wahrheit des Neuen Testamentes, der Wahrheit des neuen Bundes. Und das sagt er dann in dem Zusammenhang, Galater 5, 7 und 8, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Da würden wir jetzt auch denken, ja, da ist doch die Sünde mit gemeint. Ein wenig Sünde durchsäuert alles. Das ist richtig, das ist auch so. Aber das betrifft auch das Gesetz. Ich weiß um Gemeinden, die machen ihre Gemeinden kaputt, weil sie auf gewisse Rituale und Ordnungen des Alten Testamentes bauen und ihre Gemeinde da hineinpressen wollen und die Leute in ihrer Gemeinde gehen schier kaputt. Das ist gefährlich. Das will heißen, religiöse Pflichterfüllungen, die sich auf das Alte Testament stützen, ohne den neuen Bund auszuleben oder zu berücksichtigen, sind kaum mehr als eine zwar aufrichtige, sicherlich aufrichtige, aber erzwungene und künstliche Frömmigkeit. Das ist wie ein Beruf, eine Arbeit zu machen, die einem keine Freude bereitet. Wenn man fleißig gewesen ist, dann hat man sich zwar ist man ein bisschen befriedigt so, aber so richtig Freude macht das nicht. Das wird der Beruf zu einer Qual. Das kennen Sie vielleicht auch, ja? Das kennen Sie vielleicht auch, dass Sie sagen, oh, jetzt ist Wochenende, da freut man sich, Freitagnachmittag, oh, jetzt endlich Feierabend. Und dann so gegen Montagnachmittag, da fängt das wieder an zu stichen, ne? Ach, morgen wieder raus, um 7 Uhr wieder anfangen zu arbeiten. Und ja, steht mir alles bis hier, diese eintönige und unlustlose Arbeit, die ich da machen will. Und dieser Chef da und so weiter und so fort mit seinen Forderungen. Macht einfach keinen Spaß. Keine Freude. Nur eine Qual. Und da ist es kein Wunder, wenn Menschen daran zerbrechen und enttäuscht sind, sich nicht angenommen fühlen oder nur ihr andauerndes Scheitern vor Augen haben, sich dahin schleppen und resignieren und sich schlussendlich abwenden. Weil sie ja nie ihr Leben in Übereinstimmung sehen mit dem, was Gottes Wort fordert. Im Alten Testament meine ich jetzt. Aber wenn sie sehen würden und erkennen würden, ich stehe im neuen Bund, ich bin in Christus und Christus ist in mir, ich glaube, ja, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und aus diesem Wissen, ich bin bei Gott angenommen, ich bin bei Gott angekommen, ich bin in Gott geborgen, ich bin in ihm beschützt, der Himmel ist für mich immer offen. Aus diesem Wissen heraus, aus dieser Tatsache heraus, aus dieser Glaubenshaltung heraus, wollen wir ihm dienen und ihn lieben und ihm folgen und gehorsam sein, nach allem, was die Bibel sagt. Neuen Bund. Und nicht nur
du sollst und du musst und wenn nicht und so weiter. Ja, ach du Schande. Ich habe noch einen ganzen Punkt hier. Naja gut, ich denke, wir machen hier Schluss. Hören wir einfach auf. Die Zeit ist um. Aber vielleicht, dass ich nur das zum Schluss, weil mir das noch so wichtig ist, erwähnen darf. Ich hatte das am Anfang auch gesagt, dann machen wir das damit auch Schluss. Der David, der rühmt sich, das fällt auf in diesem Kapitel 16 vom 1. Chroniker, immer wieder des Namens Gottes. Ist ja prophetisch, geht es ja um Jesus, der Kyrios, der Messias. Der hat hier einen ganz hohen Stellenwert in seinem Lied. Und eines Tages wird ja Israel in den neuen Bund auch eingeführt. Ja, Hebräer 8, wir leben ja schon drin, Jesus, wir leben als Gemeinde, wir sind hinzugetan, wir leben in diesem neuen Bund. Und wenn dann der Herr wiederkommt in Herrlichkeit, wird auch Israel das erkennen. Und dann werden sie was tun, dann werden sie seinen Namen anrufen. Und mit der Anrufung seines Namens werden sie auch in diesen neuen Bund geführt. Petrus hatte damals dem jüdischen Volk gesagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und wissen Sie, wie die Juden darauf geantwortet haben? Damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 17. Das sind einfach Wahrheiten der Bibel. Petrus sagt, wenn ihr diesen Namen nicht habt, den müssen wir verkündigen. Und nur durch den habt auch ihr Juden, ihr Israeliten bis heute, nur in ihm habt ihr Erlösung und Errettung. Da könnt ihr euch auf eure Gesetze berufen, wie ihr wollt. Da könnt ihr, ich sage mal wirklich jetzt, da könnt ihr an der Klagemauer stehen, Tag und Nacht. Nur in diesem Namen. Und die Israeliten haben damals geantwortet, das wollen wir nicht. Wir verbieten euch, in diesem Namen zu uns zu reden. Und leider, die messianischen Juden können da ein Lied von singen. Die erleben das bis heute. Aber in der Endzeit wird es ja zu einer Umkehr im Volk kommen. Und sie werden den Worten des Petrus Gehör schenken und an den Namen Jesu glauben. Und die Reihenfolge wird dann die sein, wie hier, ich lese Ihnen das nur noch kurz vor, stichpunkthaltig, Vers 8, sagt David, ruft seinen Namen an. Damit beginnt es, interessanterweise, ist fast chronologisch. Dann in Vers 10, rühmt euch seines heiligen Namens. Vers 29, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Und Vers 35, dass wir deinem heiligen Namen danken. Und das wird die Reihenfolge sein der Bekehrung Israels in der Zukunft. Die messianischen Juden gehören ja heute schon zur Gemeinde. Aber das Israel der Zukunft ruft seinen Namen an. Sie werden, ich denke mal nach der Entrückung, im Laufe der Trübsalzeit, werden sie den Namen des Herrn anrufen. Und etliche werden gerettet. Und dann Vers 10, rühmt euch seines heiligen Namens. Sie werden ihn loben und preisen und sie werden diesen Namen rühmen, dass sie ihn jetzt erkannt haben. Dann Vers 29, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Sie werden ihm gehorsam sein, sie werden ihm folgen, sie werden ihm dienen, bis in den Märtyrertod hinein, in der großen Trübsal. Und am Schluss, Vers 35, das ist dann verbunden, wenn der Herr kommt, als König regiert, dass wir deinem heiligen Namen danken. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie sich wohlfühlen in dem Namen Jesu Christi. Dass Sie seinen Namen anrufen, über die Probleme hinweg, die Sie haben. Dass Sie sich an seinem Namen genügen lassen und dass Sie in seinem Namen beten und dem Herrn folgen. Gemäß des neuen Bundes. Amen. Wollen wir noch beten? Ja, himmlischer Vater, wir danken dir in Jesus Christus, dass der David bereits als Prophet deinen Namen über alle Namen gesehen hat, erfahren hat, loben konnte und Israel damals schon darauf eingestimmt hat in seinen Liedern. Und dass er sich des Bundes rühmt, den du, Gott, du treuer Herr,
mit Abraham geschlossen hast und dass du diesen nie brichst, bis dass du wiedergekommen wirst und sie auch in den neuen Bund einführst, den du, Herr, in deinem Blut aufgerichtet hast. Danke, dass David sich sogar schon Jahrhunderte vor dem ersten Exil rühmt und betet, Herr, sammle uns und rette uns. Er war Prophet, Herr, und er konnte das beten, weil er bereits tief in die Heilsgeschichte Einblick hatte. Wir bitten dich, Herr, wir sehen ja, wie du dein Volk sammelst, um es zu retten, um wiederzukommen, um als König zu regieren. Und wir beten, Herr, komme bald. Und ich möchte dich bitten, gib auch uns Gnade, das Gesagte richtig zu verstehen. Dass wir keinen Freibrief haben zur Sünde, Herr, aber dass wir sehen, in was wir hineingeboren sind und dass wir mit dir leben. Gib uns doch da die Gnade und das Ja und das Amen auch in deinem Namen. Amen.